Und da seht ihr mit einem Mann, der hat eine Arbeit, was nicht jeder von ihnen hat. Und vielleicht auch nicht ohne was wollen. Dankeschön, Dovt, dass du vandaag hier bist und dass wir ein bisschen vertellen dürfen. Du bist aber hier in Paraguay all abgewachsen. Bist du in der Stadt oder am Dorf abgewachsen? Naja, geboren sind hier in Philadelphia, hier wohnen wir dann, aber wir sind in einem Dorf getragen seit 6 Jahren weg und von da an sind ich in Dorf abgewachsen und auch meine Kindheit und Jugendzeit dort verbracht. Ah ja, musst du sehr mithelfen in der Wirtschaft, die Malche oder was? Ja, wir mussten sehr mithelfen, so viel als wir dann im jeweiligen Ella können. Unsere Hauptarbeit war Landwirtschaft dann. Nicht sagte, manchmal Baumwoll, Rezines ein bisschen, aber hauptsächlich nicht. Aber meine Eltern deden auch Malche. Bei uns ist das die Zeit mit der Malche wenig, im Großen ist es nu. Alles mit der Hand. Da habe ich auch mithelfen, aber das meiste deden meine Eltern dort dann. Aber auch da an der eine Schule gegangen? Auch da saß ich auf der Schule gegangen. Deine Eltern deden auch immer sehr dringend darauf, dass sie sind auf der Schule gehen? Ja, denen wird das wichtig. Mein Vater war nicht im Ende geliebt, als ich in der Kindheit, aber als ich noch in der Jugend, ja, als ich Teenager war, dann Leute sich getroffen. Und dann wird das für uns nach dem einmal ganz klar, Sonntag war die Kirche vor und immer. Du hast die dann auch irgendwann beziert. Hast die dort bewegt, dass die ein paar so laut sich treffen leid? Naja, das würde ich nicht unbedingt sagen. Uns Vater wir nicht dort irgendwie weit auf vom Glauben wäre. Die hat das verhüllen. Dem Schritt hat noch nicht gemacht? Ja, dem Schritt nicht getan. Aber selbst wie hier endlich kriegt so aus einer Gemeinde liegt sich verhält, die hat niemals geschmeckt und getrunken und alle andere Sachen, was vorkommen können. Was hast du dann bewegt? Du hast die dann irgendwann doch beziert. Wo ist deine Beziehung gewesen? Ja, meine Mama besonders wird sehr wichtig, dass wir immer zur Sonderschule gehen. Und dort hat mir auch sehr schön gegangen. Ich ging hier in der Sonderschule. Und mir hat die biblische Geschichte sehr viel gesagt, als Kind. Und dann hat das schon bei mir innerlich angefangen zu arbeiten. Ich wusste, ich ging verloren, wenn ich die Entscheidung nicht mag. Und hat dann erst einmal versagt und dann wäre es nicht klar mit der Beziehung. Und das zweite Mal dann wie ich als 16 Jahre und dann wird es eine echte Beziehung und seitdem wird es bei mir immer klar, dass ich wusste dann auch gut, dass ich mich taufen lasse, dass wir dann auch sehr bald nachher, ein paar Monate später. Du bleibst dann wieder an der Jugendzeit oder hast du woanders noch geschafft? Ja, ich bleibe. Weil man sagt, befährdet die befriedigt. Ja. Dann habe ich all Eier unterwegs gearbeitet. Was 19 Jahre wie ich thuis. Oh. Und dann fange ich das erste Mal an, unterwegs zu arbeiten. Das erste wie Versuchsfahren. Und so habe ich dann nachher noch ein paar Städte ausgeprobt und immer irgendwie wird das allerdings noch nicht ganz das Rechte. Und ich habe auch immer so das Bedürfnis, oder irgendwie sieht mir die innerliche Stimme, ich soll eine Arbeit an Menschen oder einen Dienst an Menschen tun. Nicht bloß große Arbeit am Geld zu verdienen. Okay. Ja, dein Paar ist dann irgendwo vereinlegt und da fängt das an. Ja? Kannst du ein Bett vertalen, vielleicht auch von dem Einleitungsbett? Ja, dass wir
mein Vater war dann, ich glaube noch nicht 55 Jahre. Und dann hatte ich überall eine Arbeitsstelle. Und als ich dann war ich noch nicht Telefon ist nu, ich arbeite dann im Bosch bei Bulldozer tätig. Und hatte nicht Telefonverbindung. Dann kom ich zu nach Hause und dann erfuhr ich dort dann, dass ich eine Weg so an Hand gefallen, weil es geregnet hat. Musste ja mal rausgehen, danach die Trubbe anstellen. Dann wird das da in Leipzig irgendwie angefallen und hat sich der Haft gebrochen. Oh. Ja. Und das war schwierig zu reparieren, die Zeit. Ja, wir hatten hier dann, Dr. Ditch, der Doktor, sehr guter Doktor, aber der musste ja alles kennen dann. Ja, der war bloß da mit seiner Frau. Und der war aber kein Knochenspezialist. Und das war hier waren keine Knochenoperationen gemacht, zu der Zeit noch nicht. Der Doktor sagte dann, ob mein Paar dort die Möglichkeit wäre, aber dann musste er nach Asunción. Da wurde es dort tun, aber eine Versicherung gab es dann noch nicht. So haben wir das ganze Fall bezahlen müssen und das Geld war nicht da. Und so entschloss er sich dann, eben zu liegen, mit dem Gewicht am Bein hängen, das hat geheilt, wie 3 Monate lang. Oh, 3 Monate. Ja. Ja, da fängt dann deine Arbeit an zu wechseln, ja? Ja, und das kam aber auch dadurch, irgendwie hadden die Krankenpfleger dann zu der Zeit. Da war dann aber der Ranger Rudolf Derze. Und dann was Besonderes zu tun war, dann raubten sie dem immer. Dann sind dann, was die Schwestern nicht wollen, wie ein Mann, ja. Ja. Da hat der Mann sich vielleicht auch nicht lassen will von der Schwester. Und so wird das dann, wie ich vorhin dann kompliziert hat. Ich hatte ja auch seine Arbeit nicht sehr viel Zeit. Und so war dann mal bekannt, ging hier dann Zadelsrund, das war da halt so gewesen. Dort ein Zadelrund gegangen, wie erst dort. Dort waren irgendwo junge Menschen, die mit dem Gedanken geklärt, die konnten sich melden. Und so kam ich dann darauf, das wird vielleicht was für mich sein. Und dann fangst du da an. Ja. Und wenn je weet dat, en nu schaffst du immer noch. Wie viele Jahre ist das dann al terug? Das war im Jahr 1975. Im Halbjahr ungefähr fange ich da dann an. Dat is ruim 43 Jahre, oder was? Daran ungefähr. Ich habe nicht die ganze Zeit das Arbeit getan. Ich sehe zwischen ein bisschen ein Schließerei gekommen und dachte, es wäre vielleicht doch nicht der rechte Beruf für mich. Und war meid von allen anderen sind nach arbeiten. Ja, das glaube ich. Dann habe ich mir zwischen was anderes versagt, aber war das reingekommen. So, du warst aber am Anfang dann im Krankenhaus? Ja. Und irgendwann Lothar bist du dann im Pflegeheim gegangen? Ja. Ja, und die Entscheidung für das Pflegeheim die kam auch dadurch, weil das Pflegeheim war dann auf dem Hof am Krankenhaus. Ah ja. Während ich da Student war, dann war das Pflegeheim da und die hatten da bloß eine fast angestellte Schwester, eine voll angestellte mit einer Helferin. Und so, wenn mehr Personal fehlt, das war immer so, dass die Studentenschwester, das ging rund, die musste immer 1 Monat im Pflegeheim und dann musste sie in einem Labor und dann in der Apotheke. Und so ging das mit der Arbeit immer rund, so dass du dann eine von den Lehrschwestern immer im Pflegeheim helfen musste. Und noch ein Putzpersonal. Und dann, wenn du dann Männer wären, bei denen was zu tun fehlt, was nicht für das frühes wäre, dann
rupten ze mij maar dan geen tijd vom Krankenhuis uit door tuinen. Ah ja. En daar habe ich dann al vastgesteld dat die Arbeit wird mir dollar liggen als im Krankenhaus. So, du hast aber auch ein bisschen Cursillo da mitgemacht? Im Krankenhaus? Im Krankenhaus, ja. Ich habe im Fall vielleicht eine Schwester das mitgemacht. Ah, okay. Ja. Sie. Inzwischen, dass du siehst, hast du ein paar Mal abgehört und war frisch angefangen und du bist von durch und Tag noch am Dienst da, im Pflegeheim. Also vielleicht muss ich das bitte erklären. Wir haben hier, ich glaube, drei Stufen. Ja. Erst ist dort, wo die ein Häusertjes, wo die wohnen, kennen. Das ist auch ab dem großen Hof vom alten Pflegeheim. Und dann ist das Altenheim. Und dann ist das Pflegeheim und dann ist eigentlich noch die Dementenstation, ja? Ja. Das sind 4 so eine Stufen, wo man sich langsam hanwarnen, ja? Ja. Naja, das ist ja so auch verschieden. Da sind so die brauchen vielleicht überhaupt nicht im Pflegeheim, die haben nicht so einen langen Weg, die waren einmal krank und gestorben. Dort sage ich auch offen, dass es nicht jung, wenn das so ist. Und andere bleiben länger thuis und die komen aber dann Fuß von thuis in einem Pflegeheim viele. Und aber auch andere treten erst mal da nicht im Kondominium an, wie das sind die Privathäuser, die dann auf dem Hof. Und wohnen da dann so lange, es geht. Das geht ja mal so lange, was sie sich da selbst behauptet kennen. Nu ist es so der Worte von der Kirche, sich das Eten bringen lassen durch. Ja. Das war die erste Zeit nicht so, aber nu ist das so, wenn sie erst dort andere was zu ihrem Haushalt nicht kennen, dann müssen sie sich entscheiden, im Pflegeheim zu siedeln. Ja. Mir ist das immer sehr wichtig gewesen für die Menschenkreis, dass die auch ihre jährliche Betreuung kriegen. Ah ja. Und wir haben jedoch immer einen Kaplan angestellt, der dort da ist, wenn Menschen irgendwas für Probleme haben, die da wohnen. Die dort sagen. Das ist aber sehr wichtig, dort kriegt gläubige Menschen da arbeiten. Die dort eher sein, wenn ein Mensch seelische Probleme hat. Und das ist echt, ich habe auch selbst Kunden an für Menschen, die tun, die fragen mich manchmal, wenn sie Vertrauen mich haben, willst du mit mir beten wollen und so, das hat hier in getan. Aber ich feile mich nicht aus den Seiljahren, ja, und wenn das erst wirklich am Seiljahr geht, dann sehe ich auch sehr schön an meine Grenzen, aber wir können das sein, dass die können uns das sagen, und dann können wir das vermitteln, dass die einen Kaplan kriegen und helfen, dass die viele sind, dass alle geholfen werden. Und so, wir haben da. Uns ist das wichtig, dass das gläubige Menschen sind. Wir haben hier von heute Tag aber weit über eine Hälfte, was da Spanisch redende Menschen sind. Das sind auch gläubige Menschen, die meisten Leute. Und die sind aber viel anders als wir. Und das andere ist die Kommunikation mit den Menschen, die können sich nicht so gut verständigen mit denen. Ja, die reden alle nach plattdeutsch und die Spanische nicht, ja. Denen ist das noch sehr wichtig, dass wir nach plattdeutsch reden, natürlich. Ja. Personal haben und das wird immer weniger. Deswegen ist das mir das sehr wichtig, dass das an der Schule gefördert wird, dass die jungen Menschen sich für so etwas entscheiden, wenn die nicht weiter was zu wählen im Leben. Ja. Wo müssen die Menschen sich vorbereiten
op het ella. Man weet je nicht, wanneer jemand stirbt, aber doch, man kann op einmal vielleicht lang sein und ganz bettlägerig sein, wo müssen wir uns vorbereiten? Ich sage immer, das ist auch meine Einstellung, dass es wichtig ist, dass ein Mensch in jungen Jahren, wenn er noch weit oft in seiner Meinung davon ist, sich mit dem Gedanken wohl beschäftigt. Keiner weiß ja, wann er das so weit essen darf, dass er überhaupt so weit kommt. Wenn es aber kommt, sich mit dem Gedanken beschäftigt, dass man einfach reid sein will, das ist ja der normale Weg, dass ein Mensch alt wird und dass er auch hilfloser wird. Und wenn es von Gott so geführt wird, dass ein Mensch dann uns ganz hilflos wird, dass er sich dann entscheiden kann und mit einer positiven Einstellung da kommen kann, dann ist das für den Janschen selbst leichter, auch für das Personal, das dann mit dem umgehen muss. So wird meine Beobachtung sein. Wenn das bloß im Pflegeheim arbeiten ist, dann braucht man doch gleich einen Schwesternkurs haben. Ne? Ich glaube, Pflegeheim hat eine Kursillos, ja? Ja, so ist es. Man braucht das nicht extra, dass das als Schwester es muss sein. Und neuerdings habe ich dort seit 2006 hat das angefangen, dass wir ein Schwesterkurs ist über 6 Wochen. Wir dann am Anfang nu ist es über 3 Monate, nee, das ist ein halbes Jahr lang. Ah ja. Rand der Kurs ist nu alt. So alle, die da anfangen, die müssen das erste Jahr, was die da arbeiten, für den Kurs machen. Und dann, das halt sehr viel. Ja, ich glaube, das ist sehr wichtig, ja. Gut, hast du noch vielleicht was Tote sagen an unsere Tote? Naja, ich bin sehr dankbar, dass ich die Arbeit so lange tun konnte. Das ist nicht immer leicht gewesen. Auch einmal habe ich mir gewünscht, dass ich mal auch Sonntag immer frei habe. Es ist ein anderer Beruf. Aber wenn man den Beruf gewählt hat, dass ich hier das tue. Und wenn man das ab allein tun will, so, das ist ja auch nicht mal groß so, dass fällt einem dann schwer, aber es ist echt, dass festgestellt habe, dass empfangen hat, man muss eine Entscheidung machen. Und bei mir wird die Entscheidung auch nicht bloß, dass ich nu einen Beruf mein Leben verdiene oder machen will, dass wir eine Entscheidung auch einen Dienst tun. Dass wir ich befehle, das ist ein Ruf von Gott. Und man kann das auch anders, aber wenn das nicht die Entscheidung ist, dann wird endlich keiner das so lange aushalten. Ja. So denke ich. Sehr gut. Die Liefde muss da sein zu den Menschen, das ist mal klar. Und ich glaube, das hast du. Und gut, ich will mich bedanken, dass wir das hier können durchführen und wünsche, dass vielleicht noch einmal einer als Pfleger lernen wird. Ja.